Konterdrohne nähert sich. Alpha wird Ziel gesichert. erledigt! Drohne erwartet Befehle. Salut zusammen, das ist der Rufus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever. Heute mit dem letzten, also mit dem vierten LMG, mit dem QBB LSW, also dem QBB LSW. Ich weiss nicht genau, wer verantwortlich ist für den Namen, aber mit dem würde ich auch noch ein bisschen reden. So, im Hintergrund seht ihr einen Fehler, und zwar habe ich hier plötzlich mal ein Core-Gameplay drin. Auf Jemen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich auf Core gekommen bin, und da habt ihr im Intro-Clip gesehen. Also der eine hat mal gewusst, dass ein blüht, der ist gerade abgehauen. Der andere habe ich verwünscht und der dritte habe ich gemeint, die Schüsse langen, und habe dann mich nochmal umdrehen, um ihn zu eliminieren. Aber ja, das ist einfach noch ein bisschen fürs Auge im Hintergrund. Ich spiele sie jeweils, also eins mit dem Red Dot und das andere Mal mit Dualband, schnell Zugriff mit dabei. Es hat relativ ein kleines Magazin, jetzt in Anführungszeichen, es sind 75 Schüsse und Extended Max 100, aber die anderen haben eigentlich meistens 100 schon als normales Magazin dabei. Schaden hat sie am wenigsten von allen, maximal 35 und Minimum 20. Da ist sie das schlechteste. Sie leicht aber aus mit 900 Rounds per Minute, also ist extrem schnell. Aber das ist auch gut, weil man muss relativ viele Schüsse dann auf den Gegner bringen. 3-Shot Kill Range 60 Meter. Das ist ziemlich traurig. Alle anderen sind fast doppelt, also hat sie einiges aufzuholen. Und auch bei 4-Shot Kill Range ist sie bei 123, das ist auch relativ wenig eigentlich. Und erst bei 5-Shot Kill Range ist es dann unendlich. Aber das sind gleich 5 Schüsse, die man muss platzieren muss. Darum, dass sie ein bisschen schneller schießt, ist wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Mich persönlich denkt es jetzt eigentlich nicht, dass sie so schwach ist. Obwohl ich jetzt eben im Intro-Clip hier gemeint habe, lange. Aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich jetzt lang oder viel Hardcore gespielt habe. Und das eigentlich eher ein Fehler war, in Anführungszeichen, dort im Core zu landen. Also ich finde es sehr geile Waffen eigentlich. Vor allem, dass sie so schnell schießt wie ein Vector oder ein MP7, finde ich sehr geil. Was auch sehr überzeugt, ist der Reload Speed von 3,72 Sekunden. Das ist der schnellste bei der LMG. So langsam das ist, aber es ist so. Aber eben, das Magazin ist halt auch nicht das grösste. Und darum tut sich das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen schneller ist im Nachladen. Aufsätze kann ich euch empfehlen, es kommt immer ein bisschen auf den Spielstil drauf an. Schafft ist sicher kein Fehler. Ich habe jetzt bei allen LMG immer das Dualband getroffen. Klar, man kann das Red Dot drauf tun, aber ich finde Dualband ist noch ein bisschen geiler irgendwie. Ich spiele extrem gerne mit dem und es ja, macht eigentlich noch Spass. Neben den Snipers ist das die einzige Klassenart, wo man das auch brauchen kann. Mit Red Dot geht es ganz klar auch. Schafft, um ein bisschen schneller zu sein. Lightweight als Perk, dann wird man 10% schneller und man ist hier bei 90%, das heisst, man wäre bei 99%, dann wäre man fast so schnell wie ein SMG oder, ja, SMG ist glaube und Shotgun, genau, das sind auch 100%. Overall eine recht gute Waffe, probiert sie aus und, ja, merci fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, schön zusammen.